Yes, so gut. Das ist schön. Was für ein Video. Was für ein Video. Vielleicht bist du jetzt verwirrt und so, und das war auch das Ziel von diesem Video. Was geht da? Wir haben im September ungefähr eine Brainstorming-Sitzung gehabt und haben uns überlegt, was machen wir in der Adventsserie? Was für ein Thema? Natürlich Weihnachten, ist klar. Aber in welche Richtung gehen wir? Und dann hat ein helles Köpfchen eine kreative Idee gehabt. Er hat gesagt, komm, wir machen in diesem Advent, reden wir nicht über die Geburt von Jesus, sondern über seine Wiederkunft. Komm, wir reden nicht über das erste Kommen von Jesus, sondern das zweite Kommen. Und wir sind alle begeistert und gesagt, wow, hey, das ist mega kreativ, das ist originell. Hey, das erwartet niemand. Advent ist, kennt man Kerzen und Engel und Krippen und so. Komm, wir reden über seine Wiederkunft. Und sind wir voll motiviert ins Kreative rein und haben so etwas gemacht wie der Teaser, den wir jetzt gerade abgelassen haben, das Video. Und ich habe mich dann inhaltlich vorbereitet und habe mal die Geschichte von Advent recherchiert. Und ich musste feststellen, dass die Kirche seit dem 4. oder 5. Jahrhundert in der Adventszeit immer schon über die Wiederkunft von Jesus geredet hat. Und ich habe gedacht, das gibt es auch nicht. Wir sind so kreativ und originell und wir sind einfach so beschränkt manchmal, wir Freikirchler. Wir haben so keine Ahnung von Tradition und so. Und niemand von uns hat das gecheckt. Niemand hat das verstanden. Aber nichtsdestotrotz, das macht nichts. Wir schließen uns heute der jahrhundertalten Tradition an und reden über die Wiederkunft von Jesus. Normalerweise haben wir, wenn wir über die Wiederkunft von Jesus nachdenken, eher negative Bilder im Kopf. Ich sage mal, die meisten von uns haben irgendwelche apokalyptischen Szenarien, die sich dann durchspielen in unserem Hirn. Wir denken eher an Zerstörung, Hungersnöte, Seuchen, Krieg und so weiter. Und das stimmt, oder? Jesus hat ja über das Ende geredet, über sein zweites Kommen, und er hat gesagt, dass all diese Sachen müssen passieren. Aber, und jetzt kommt das, wo ich eigentlich den Fokus darauf legen möchte, er hat gesagt, das ist kein Grund zur Angst, sondern ein Grund zur Hoffnung. Und er hat das verglichen, die Sachen, wie mit Wehen. Bei Wehen von einer Geburt. Und alle Frauen, die schon mal geboren haben, die wissen, dass das weh macht, oder? Darum, von dem kommt das Wort Wehe, gehe ich jetzt mal davon aus. Aber wenn das Baby da ist und du es in den Arm hebst, überwiegt die Freude so dermaßen, dass du eigentlich die Wehen, die Schmerzen fast wieder vergessen hast. Ich bin keine Frau, ich habe es selber nie erlebt. Mein Arm hat immer noch weh gemacht, auch als das Baby auf der Welt war, durch die Krallen von meiner Frau. Also bei mir hat es nicht funktioniert. Aber ich möchte mit einem Zitat starten, das mir gefällt. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Wer immer das gesagt hat, ich finde, die Person bringt auf den Punkt, was die christliche Hoffnung, was unsere Hoffnung beinhaltet. Am Ende wird alles gut. Wenn Jesus zurückkommt, wird alles gut. Und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist noch nicht das Ende. Amen. In der letzten Seite im Buch von der Offenbarung, in der letzten Seite in der Bibel, lesen wir, wie es ausgeht am Ende. Heißt, dass Gott persönlich, jedem Mensch wird jede einzelne Träne abwischen. Und er wird das Böse in dieser Welt besiegen. Und es wird kein Leid mehr geben. Es wird keine Schmerzen mehr geben, keine Ungerechtigkeit mehr geben, es wird kein Tod mehr geben. Und Gott wird bei den Menschen sein und Menschen bei Gott. Der Paulus sagt das eigentlich so im Römer Kapitel 8, Vers 18. Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Wie fantastisch, das ist wieder das Bild von der Wehe. Ich meine, was für eine steile Aussage von Paulus. Er ist überzeugt, dass das Leid, das wir haben und erleben auf dieser Welt, und es gibt viel Leid und viel Schmerz und viel Tod und viel Krieg, ich muss das nicht ausführen. Aber er sagt, dass das im Vergleich zu dem, was uns wird erwarten,
fast nichts ist. Das wird so gewaltig sein, dass man das, was gesehen ist, fast schon wieder vergisst. Und ich habe gedacht, heute ist eine gute Idee in der Adventszeit, um mal ausführlich über unsere Hoffnung zu reden, die uns als Christen erwartet. Auf was dürfen wir hoffen? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das machen, weil ich bin überzeugt, dass wir viel Missverständnis in uns tragen, was unsere christliche Hoffnung beinhaltet. Und ich habe das schon dutzende Mal gesagt und ich werde es wahrscheinlich auch noch mal ein Dutzend Mal sagen, solange ich da bin, um was es nicht geht heute. Aber bevor ich das mache, muss ich euch kurz mitnehmen in meine Geschichte als 14-jähriger Bub. Ich bin mal 14 und dann habe ich sehr gerne gegamed. Ich habe unglaublich einen Drang in mir verspürt, das ist, glaube ich, hormonell, zu gamen, oder? Und vielleicht hast du einen 14-jährigen Sohn und der möchte einfach gamen, oder? Und mein absoluter Traum war, dass ich mal mir selber einen Gamer-PC zusammenstellen kann. Das Problem war, so ein PC kostet 1500 Stutz ungefähr und mein Kontostand war damals bei 80 Franken. Und meine Eltern haben mir auch nicht Geld geben, egal wie viel ich gebettelt habe, gesagt, hey, ich möchte das und so. Sie haben gesagt, nein, für so etwas geben wir dir sicher kein Geld. Und meine grösste Hoffnung ist in meiner Konfirmation gelegen. Weil ich habe gewusst, ich bin reformiert aufgewachsen und dann wirst du konfirmiert, du lässt dich Glauben bestätigen und so. Und das ist mir egal, der Glaube, aber ich habe gewusst, ich bekomme Stutz. Und wirklich, ohne Witz, mein Götti gibt mir ein Kuvert in die Hand und in diesem Kuvert war ein Tausendnötchen. Wow, was für ein unglaublicher Moment. Und ich habe natürlich das Geld genommen und investiert in einen Gamer-PC. Und ich habe dann das mit meinem Vater zusammengebaut und mein ganzes Kopfgeld dort reingesteckt. Und ich muss vorstellen, ganz viele glorreiche Stunden und Tage sind dann entstanden vor meinem Gamer-PC und viel verschwendete Tage und so weiter. Aber mein Punkt ist, ich habe das als Geschichte erzählt, um etwas zu verdeutlichen. Meine Hoffnung war klar als 14-Jähriger. Ich habe gewusst, was ich will. Ich habe gewusst, was mich erwartet, wenn ich das Geld habe. Ich habe gewusst, welche Komponenten ich will kaufen. Ich habe ja so Gamer-PC-Magazin gehabt. Ich habe gewusst, welche Grafikkarte, welches Preis-Leistungs-Verhältnis, welche Frames pro Sekunde. Ich habe genau gewusst, welches System ich will. Mein Fokus war klar, mein Ziel war klar und als ich das Geld hatte, habe ich es investiert. Und ich glaube, wir Christen sind nicht immer mit dem gleichen Fokus unterwegs in unserem realen Leben. Wir sind nicht so ganz klar, was wollen wir denn eigentlich? Wo geht es denn an? Was ist denn das Hauptziel? In welche Richtung geht es denn, oder? Und das wünsche ich mir aber, dass wir, wenn es um unsere Hoffnung geht, ein laserscharfes Bild haben, in welche Richtung dass es geht, dass wir richtig investieren können. Und jetzt, ich habe vorher gesagt, ich glaube, wir haben nicht immer diesen Fokus. Ich glaube, wir haben Missverständnis, wenn es um unsere Hoffnung geht. Und jetzt sage ich das, was ich vorher sagen wollte. Was sagt uns denn die Bibel, was wir für eine Hoffnung haben? Und ich habe es ein Dutzend Mal gesagt und werde es ein Dutzend Mal wieder sagen. Und jetzt provoziere ich. Und ich provoziere aus einem Grund, weil dann hören ihr mir zu. Und nachher tun ich es dann wieder relativieren. Also nicht rauslaufen. Aber ich sage jetzt, was die Bibel nicht sagt, was unsere Hoffnung ist. Die Hoffnung, die uns die neutestamentlichen Autoren mitgeben. Der Paulus, Petrus, Johannes und so weiter. Die Evangelisten, das, was Jesus gesagt hat. Und auch die Leute im Alten Testament. Die Hoffnung, von der sie schreiben, was uns erwartet, ist nicht, dass du, wenn du mal stirbst, im Himmel landest. Und das war die Provokation. Moment, ich sage gerade, das ist nicht vollkommen falsch, aber es ist auch nicht richtig. Und manchmal sind so Details entscheidend. Die Vorstellung, dass deine Seele, wenn du stirbst, die Erde verlässt und im Himmel landest und du die böse Erde kannst verlassen. Und das ist gut, weil die Materie ist grundsätzlich etwas Schlechtes. Und das ist sowieso etwas Korruptiertes und das kannst du hinter dir lassen. Und deine Seele wandert im Himmel, das ist Gedankengut von einem Philosoph namens Plato. Der hat im 5. oder 4. Jahrhundert vor Christus gewirkt und ist unheimlich einflussreich gewesen. Und das hat sich in die Theologiegeschichte vom Christentum
hineingeschlichen. Und das ist so einflussreich gewesen, dass Leute meinen heute, das ist unsere hauptsächliche Hoffnung. Es geht darum, dass du, wenn du stirbst, dass du im Himmel landest, deine Seele, der Körper verwest, dass deine Seele in den Himmel geht. Das ist unsere Hoffnung. Und wir haben das Gefühl, das ist unser Zentrale, das ist unser Fokus und wir müssen alles machen, dass das passiert. Aber die Vision, die die Bibel uns zeichnet, von Anfang bis Schluss, ist etwas anderes. Es geht nicht darum, dass du irgendwann im Himmel landest, deine Seele, sondern dass der Himmel eines Tages auf die Erde kommt. Das ist ein riesiger Unterschied. Und das übrigens schon im Alten Testament. Ich möchte euch kurz einen Vers aus dem Habakkuk, das ist ein Prophet im Alten Testament, vorlesen. Er redet über das Ende der Zeit, Habakkuk 2,14. Die Erde wird erfüllt sein. Was? Die Erde. Von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie Wasser den Meeresgrund bedeckt. Das Ziel ist nicht, dass du und ich irgendwann die Erde verlassen und in den Himmel wandern, sondern dass Gottes Herrlichkeit die Erde erfüllt. Sprich, dass Himmel auf die Erde kommt, dass das eins wird. Der Himmel bedeutet Gottes Herrschaft, dort wo er regiert. Seine Realität, das soll eins werden. Und darum lehrt uns Jesus auch zu beten im Vaterunser Gebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, und dann sagt er was? Wie im Himmel, so auf Erden. Es soll Himmel, Gottes Herrschaft auf die Welt kommen. Und wegen dem ist eine der letzten Szenen im Buch der Offenbarung auch nicht, dass wir alle irgendwann entrückt werden. Es gibt so eine Theorie, die ich denke, ist falsch. Und die kommt übrigens nicht einmal im Buch der Offenbarung vor. Die Entrückung. Nicht einmal, lies mal durch, kommt nicht einmal vor. Dass wir alles eines Tages rausgezogen werden und die Welt verlassen und bei Gott sind, oder? Die letzte Szene ist nicht das im Buch der Offenbarung, sondern dass das himmlische Jerusalem herabkommt auf die Welt. Himmel und Erde werden eins und Gott wird bei den Menschen sein und Menschen werden bei Gott sein. Und jetzt meine Relativierung. Versteh mich bitte nicht falsch. Natürlich sollen wir und dürfen wir hoffen, dass wenn wir sterben und jetzt schon mit Jesus verbunden sind im Glauben, dass wir dann bei Gott sind. Natürlich dürfen wir das glauben, natürlich sollen wir das glauben. Das ist ein Teil von unserer Hoffnung, dass wenn unsere Liebsten sterben, dass wenn du stirbst, dass du dann bei Gott bist. Nenn es Himmel, wenn du willst. Ich finde es missverständlich, weil der Himmel meint eben etwas anderes. Ich nenne das Paradies, oder? Der Verbrecher neben Jesus am Kreuz, der sagt, Jesus, erinnere dich an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann sagt Jesus ihm, noch heute willst du mit mir im Paradies sein. Ich glaube, wenn wir sterben, kommen wir zu Gott. Das ist es so. Aber das ist lediglich ein Warteraum. Die Bibel beschreibt das als Warteraum. Das ist eine Zwischenstation. Das ist nicht unsere letztendliche Hoffnung, dort wo wir landen, sondern die letztendliche Hoffnung ist, dass Jesus einmal zurückkommt auf die Welt und wir alle auferstehen werden mit einem physischen Körper, wo man anlängen kann, wo man essen kann. Jesus ist auferstanden, hat gegessen. Jesus hat man anlängen. Wir alle werden auferstehen und dann mitregieren in dieser zukünftigen Welt. So, das ist das, was die Hoffnung ist. Himmel und Erde werden eins, kein Leid, kein Tod, kein Schmerz, keine Tränen. Jesus kommt als König zurück und wir werden auferstehen mit ihm und mitregieren auf dieser Welt. Das ist unsere christliche Hoffnung. Das ist die letztendliche Destination. Um das geht es. Dort streben wir es an, dabei zu sein. Verstehst du? Das ist unser Fokus. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wieso ist das wichtig zu wissen? Ob ich jetzt denke, dass meine Seele in den Himmel wandert, oder ob ich denke, ich stand auf und mache dann irgendwie mit in dem Ganzen. Was soll's? Oder Hauptsache ich bin dabei. Und logisch, das ist so. Ich sage dir, warum das wichtig ist. Der Unterschied. Weil der Fokus von unserem Job jetzt anders wird. Wir wissen präziser, auf was es jetzt drauf ankommt in dieser Welt.
Im 15. Kapitel vom Korintherbrief schreibt der Paulus über die Auferstehung. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du ein bisschen mehr möchtest eintauchen in das Thema. Wir können nicht das ganze Kapitel jetzt zusammen lesen, das ist zu lang. Aber im ganzen 15. Kapitel vom 1. Korintherbrief redet der Paulus zu Christen, die denken, Jesus ist nicht auferstanden, und sagt ihnen, hey, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann kannst du alles kübeln, dann macht unser Glaube keinen Sinn. Und dann beschreibt er, wie die Auferstehung etwas ist wie ein neues Gewand, das wir anziehen. Aber das Alte wird abgeleitet, das Neue wird angezogen, aber das Alte ist noch irgendwie dabei im Neuen und wir bekommen etwas Neues. Und es ist relativ kompliziert. Und er sagt an einer Stelle, dann wird Gott alles in allem sein. So, Jesus hat die Herrschaft bekommen von Gott dem Vater und Jesus schaut, dass das Reich vollendet wird. Und dann heißt es, wenn jedes Knie sich beugt, wird Jesus dem Vater wieder das Reich anvertrauen. Und dann wird Gott alles in allem sein. Und Gott wird bei den Menschen sein und Menschen bei Gott. Und dann heißt es eigentlich nichts anderes als Himmel wird auf Erde sein. Das ist das, was es heißt. Und jetzt möchte ich euch den letzten Vers von Paulus, wo er das schreibt, vorlesen. Das ist ein kleiner Vers, den man oft überliest. Aber das ist das, was er schlussfolgert. Wegen dem, wegen dieser Auferstehung, wegen dieser Hoffnung sagt er im Vers 58 Folgendes. Deswegen, wegen dem allem, haltet unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst. Wegen all dem, dass Gott eines Tages alles in allem wird sein und Himmel auf Erde, wegen all dem, hört nicht auf, bleibt dran, kämpft weiter, setzt euch ein fürs Richtige, weil ihr wisst, dass was ihr macht in Gott ist nicht umsonst, ist nicht vergeblich. Und man könnte sich doch jetzt fragen, hey, wenn Gott sowieso alles neu macht, wenn Gott sowieso ratzfatz macht und alles verwandelt und alles perfekt macht, warum kommt es denn darauf an, was ich jetzt mache? Das muss man sich doch fragen. Wieso spielt es denn eine Rolle, wie ich lebe, wie ich meinen Fokus setze? Wenn Gott sowieso wieder bei Null anfängt. Und der Paulus sagt aber, nein, Gott fängt nicht bei Null an. Gott fängt nicht bei Null an, sondern er nimmt das, was wir gemacht haben in Gott und inkludiert das irgendwie in dem neuen Reich. Wie genau, weiß ich nicht. Und ich glaube, der Paulus weiß auch nicht genau. Das ist ein Geheimnis. Aber das ist das gleiche Geheimnis wie bei der Auferstehung von Jesus. Wie ist Jesus genau auferstanden? Ich weiß es nicht genau. Aber er ist ja nicht einfach nur lebendig geworden. Das ist nicht ein Toter, der wieder lebt. Das wäre ein Zombie. Das ist nicht das, was Jesus ist. Jesus ist speziell gewesen, wenn du die Berichte liest von der Auferstehung von Jesus in den Evangelien, dann ist das ganz eigenartig. Die Leute erkennen ihn nie am Anfang. Die meinen, es ist der Gärtner. Sie meinen, es ist irgendein Wanderer. Und dann, wenn sie mit ihm das Obermahl nehmen, gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen, das ist Jesus. Aber der Jesus, der isst, den kann man anlängen, das hat einen physischen Körper, oder? Der läuft durch Wände durch und verschwindet plötzlich wieder. Es ist kein Geist, er ist physisch, aber er ist auch nicht einfach ein Zombie. Verstehen? Das ist eigenartig. Und man erkennt ihn zuerst nicht, aber dann trotzdem. Das heisst, und er hat Narben, oder? Seine Narben, seine Wunden in der Hand erkennt man. Das heisst, er ist irgendwie ganz neu, aber das Alte ist auch irgendwie noch erkennbar. So, das ist das Geheimnis, oder? Das Alte wird verwandelt und neu gemacht, aber das Alte ist irgendwie noch mitgenommen. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, das wir nicht ganz verstehen, aber das ist das, was der Paulus meint, wenn er sagt, das, was wir für Gott, in Gott machen, ist nicht vergeblich. Hey, erinnert euch an die Auferstehung, schaut, er sagt 15. Kapitel, 20. Kapitel über die Auferstehung und dann sagt er am Schluss, jetzt setzt euch mit ganzer Kraft ein für die Sache von Gott, weil ihr wisst ja, es ist nicht vergeblich. Das Zeug wird irgendwie mitgenommen und verwandelt in sein Reich. Das heisst, jedes Mal,
wenn du etwas für Gott machst, was seinem Reich entspricht, wird das an dem Tag, wo Jesus wieder zurückkommt, mit einbezogen. Wie? Keine Ahnung. Das ist ein Geheimnis. Aber Gott macht das. Und das heisst, und ich zitiere jetzt aus der Bergpredigt, weil dort beschreibt Jesus, wie Gottes Reich aussieht. Manchmal tun wir Bergpredigt fehlinterpretieren und meinen, in der Bergpredigt geht es darum, dass Jesus uns sagt, was wir alles machen müssen und dass wir dann checken, aber wir können es nicht. Oder? Und wir brauchen Gnade. Und dann brauchst du Gnade und dann brauchst du Vergebung und dann schaffst du es in den Himmel. Das heisst, eigentlich Bergpredigt geht es eigentlich nur darum, dass du checkst, dass du es nicht schaffst, dass du dann in den Himmel kommst. Blödsinn, oder? Das ist das, wenn man den Filter, oder? Das grundlegende Verständnis drüber stülpt. Wenn du das Gefühl hast, es geht einfach darum, dass unsere Seelen in den Himmel kommen, dann spielt Bergpredigt gar keine Rolle. Dann musst du irgendwie sagen, ja, das geht einfach darum, dass wir wissen, dass wir es nicht checken. Wenn es darum geht, wenn es einfach nur darum geht, dass wir in den Himmel kommen, dann muss Jesus gar nicht zurückkommen. So, was muss denn der zurück auf die Erde kommen? Um uns zu holen, okay, ja, aber das ist nicht das. Er kommt als König zurück, oder? Aber ich gehe mal durch Bergpredigt durch, okay, ganz schnell. Auf was es darauf ankommt. Was Ewigkeitswert hat, ist gut? Jedes Mal, wenn wir Demut üben, jedes Mal, wenn wir mit jemandem mittrauern, jedes Mal, wenn wir auf Gewalt verzichten, Gewalt verhindern, jedes Mal, wenn wir Frieden stiften, jedes Mal, wenn wir Barmherzigkeit üben, dann bauen wir mit an Gottes Reich. Und das wird irgendwie geheimnisvoll mit einbezogen am Ende. Jedes Mal, wenn wir vergeben und versöhnen. Jedes Mal, wenn wir unser Wort nicht brechen und treu sind, wenn unsere Ehen Bestand haben, jedes Mal, wenn unser Ja ein Ja ist und unser Nein ein Nein, dann spiegelt etwas rein von dieser zukünftigen Welt in die gegenwärtige Welt. Jedes Mal, wenn wir auf Vergeltung verzichten, jedes Mal, wenn wir lieben, jedes Mal, wenn wir Almosen geben, dann bauen wir mit an Gottes Reich. Jedes Mal, wenn wir beten, fasten, wenn wir worshipen, wenn wir grosszügig sind mit unseren Finanzen und Ressourcen, wird Gottes Realität mehr auf die Welt kommen, oder? Jedes Mal, wenn wir nicht nur unsere Freunde lieben, weil das machen ja alle, sondern auch unsere Feinde, spiegelt etwas von diesem Charakter rein, von dem Gott, der eines Tages alles in allem wird sein. Und das ist mehr wie Hoffnung. Das ist mehr wie Optimismus, wollte ich sagen. Das ist Hoffnung. Optimismus heisst einfach, ja, es kommt schon gut. Wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Hoffnung, Optimismus kannst du völlig unbegründet haben, oder? Aber das ist eine Hoffnung, das ist eine begründete Hoffnung. Und die Grundlage für die Hoffnung ist die Auferstehung von Jesus. Weil wir wissen, dass das Gott schon gemacht hat durch Jesus. Er hat schon in Jesus angefangen, alles zu verwandeln und die neue Welt ist schon eingebrochen hier auf dieser Welt. Jemand hat einmal gesagt, Jesus is coming, plant a tree. Das ist so ein guter Satz. Jesus kommt zurück, also pflanze einen Baum. Wenn du jetzt wüsstest, Jesus kommt morgen zurück, wer von uns würde jetzt noch einen Baum pflanzen? Machst du nicht, wenn du das Gefühl hast, dass wenn Jesus zurückkommt, alles irgendwie verbrennt wird oder alles gekübelt wird und es geht nur noch um die Seele und das Irdische ist nicht wichtig. Niemand von uns pflanzt einen Baum, wenn wir das Gefühl haben, Jesus kommt morgen zurück. Niemand von uns, wenn wir das Gefühl haben, Jesus kommt morgen zurück, baut oben im Loft unsere Tribüne für Kinder, für die Wildlife auf, aus Holz, das verbrennt. Verstehst du, was ich meine? Niemand von uns. Wenn du weißt, Jesus kommt morgen zurück, dann musst du dich doch nicht mehr einsetzen. Und die Christen damals haben gemeint, Jesus kommt jeden Moment zurück. Jeden Moment. Und sie haben sich trotzdem engagiert. Sie haben trotzdem sich hingegeben. Und das ist unsere Hoffnung, dass eines Tages alles verwandelt wird und inkludiert wird in sein Reich. Wenn dich das Thema mehr interessiert und wenn ich dich vielleicht jetzt mehr verwirrt habe als etwas anderes, dann möchte ich dir das Buch empfehlen. Auch wenn dich das Thema Entrückung interessiert und du denkst, es gibt doch Stellen im Neuen Testament, wo es um das geht. Ich hatte keine Zeit gehabt, um auf das eingehen. Dann lies das Buch oder schreib mir eine Mail, wie immer. Vom N.T. Wright, von Hoffnung überrascht.
was die Bibel zu Auferstehung und ewigem Leben sagt. Dort geht es unsere, haben wir es im Laden? Dort haben wir, genau, dort geht es um unsere christliche Hoffnung. Und ich wünsche mir, dass wir Christen sind, die so einen glasklaren Fokus haben, auf was es darauf ankommt, wie ein 14-jähriger Bub, der weiss, welchen Gamer-PC er sich zusammenstellen will. Verstanden? Wo so mit diesem Fokus rumläuft. Oh, da kann ich vergeben. Oh, da kann ich ermutigen. Oh, da kann ich Demut üben. Oh, da kann ich einen Feind lieben. Oh, da kann ich etwas versöhnen. Oh, da kann ich Frieden stiften. Und dass wir parat sind und wissen, auf die Sachen kommt es drauf an. Die haben Ewigkeitswert. Und so unterwegs sind. Schau, wenn wir das Gefühl haben, es geht nur darum, wie wir in den Himmel kommen, dann spielt es ja keine Rolle mehr, wie wir mit unserem Planeten umgehen. Weil es geht ja alles den Bach ab. Aber es ist nicht so. Gott wird den Planeten wieder verwandeln. Und wir Christen haben eine Verantwortung, wie wir mit der Natur umgehen und so weiter. Im Vergleich zu allen anderen haben wir noch die Hoffnung, dass es nicht nur auf uns drauf ankommt. Es ist ja mega demoralisierend, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen die Welt retten. Das ist unsere Hoffnung, dass Gott die Welt nicht wird im Stich lassen, dass er sie wird verwandeln und nicht alles von uns abhängig ist. Aber wir haben eine Verantwortung. Schönheit, Kunst, Wissenschaften, Gottes Reich ist so viel grösser. Das alles hat Platz. So, Amen. Ich möchte jetzt gerne mit uns das Obermahl nehmen. Wir haben 3 Stationen aufgebaut. Hier vorne hat es 2 und hinten. Und wir werden es heute ein bisschen speziell machen, weil du kannst das Obermahl jetzt holen, dort wo die Station am nächsten ist, nimmst das Brot und den Traubensaft, gehst an die Platz wieder und dann nimm es noch nicht zu dir. Ich möchte dann noch 1-2 Worte erklären, warum das Obermahl heute so gut passt zu dem Thema, zu der Hoffnung, die uns erwartet. Okay? Also lass uns aufstehen und dann mit dem Traubensaft und Brot an unserem Platz warten. Ich möchte euch vorlesen, 1-2 Sätze von Paulus, wo er über das Obermahl schreibt, auch in dem Korintherbrief 11, Vers 23. Ich habe nämlich vom Herrn empfangen, was ich auch an euch weitergegeben habe.
Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach: Dies ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch nach dem Essen den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und jetzt der Satz. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Das Obermahl nehmen wir nur so lange, bis Jesus wieder zurückkommt. Dann müssen wir das nicht mehr nehmen. Ich habe vorher gesagt, unsere Hoffnung ist, dass eines Tages alles gut sein wird. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Eines Tages kommt Jesus zurück und macht alles gut, verwandelt alles, inkludiert alles Gute in dieser Welt in das neue Reich. Wie, weiß ich nicht, aber er wird es machen. Es wird kein Leid mehr geben, kein Schmerz mehr geben, kein Krieg mehr geben, kein Tod mehr geben. Und jetzt kommt das Entscheidende, dass das möglich ist. Hat Gott bereits durch Jesus gemacht. Am Kreuz hat Jesus bereits den Weg geöffnet für die neue Welt. Am Kreuz und in der Auferstehung ist der Tod bereits besiegt worden. In anderen Worten, der Tod hat schon eine Todeswunde bekommen. Er ist immer noch am Umgrasieren, oder? Das wissen wir alle. Aber der Tod weiss, er stirbt. Das Leid weiss, es ist bald vorbei. Der Teufel weiss, seine Zeit ist abgelaufen. Und ich habe ein Bild, das mir hilft, um das zu verstehen. Am 6. Juni 1944, am sogenannten D-Day, Decision Day, im Zweiten Weltkrieg, sind die Alliierten von Britannien in die Normandie gelandet. Und das heisst D-Day, weil es ein entscheidender Stichtag war für das weitere Fortschreiten vom Zweiten Weltkrieg. Wenn die Landung misslingt, ist der Krieg eigentlich verloren. Wenn sie gelingt, ist der Krieg eigentlich gewonnen. Die Landung ist gelungen, die entscheidende Schlacht ist geschlagen, oder? Der Krieg ist noch nicht gewonnen. Man hätte noch bis nach Berlin, Haus für Haus, hätte man noch machen, oder? Aber der Sieg ist in der Luft. Und das hilft mir, um das zu vergleichen mit Golgatha. Die entscheidende Schlacht ist bereits gewonnen. Am Kreuz sind die Macht und Gewalten und das Böse entlarvt worden. Der Paulus schreibt, sie sind nackt ausgezogen worden und als ohnmächtig proklamiert worden. Und jetzt jedes Mal, wenn du und ich das Obermahl nehmen, proklamieren wir in die Welt, dass Jesus zurückkommt, dass der Sieg bereits vollendet ist, dass eines Tages alles gut kommt. Also, lass uns das machen. Nimm das Brot, das sein Leib ist, iss es und denk daran, dass Jesus sich hingegeben hat für dich. Und nimm das Saft und trinken in Erinnerung an das Blut, das Jesus für dich und mich vergossen hat. Als Zeichen von dem neuen Bund, als Zeichen von dieser neuen Welt, die uns erwartet. Und ich möchte jetzt zum Schluss zusprechen. Du bist ein Agent von dieser Hoffnung von Gott. Dort, wo du hingehst, heute Nachmittag, morgen, übermorgen, verbreitet sich das Reich von Gott, weil in dir lebt der Heilige Geist. Die gleiche Kraft, die Jesus aus dem Grab rausgeholt hat. Die gleiche Kraft, die eines Tages die Welt vollständig wird
umwandeln und wiederherstellen, lebt in dir. Und du bist ein Agent von dieser Hoffnung. Dort, wo du bist, kannst du dazu beitragen, dass Gottes Reich mehr und mehr Realität wird. Und ich möchte nochmal schließen mit dem Satz von Paulus. Setz dich unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache von Gott ein. Weil du sollst wissen, das, was du machst, ist nicht umsonst, ist nicht vergeblich. Amen. Amen. Halleluja. Wir werden jetzt nochmal Worship haben. Das Gebetsteam ist noch parat dort auf der Seite, falls etwas ist, das dich bedrückt oder belastet. Oder du irgendein Anliegen hast, geh zum Gebetsteam. Die werden es lieben, für dich zu beten. Lass uns nochmal aufstehen und zu dem Gott singen, der alles schon gemacht hat und eines Tages alles wird gut machen. Das ist unsere Hoffnung. Amen.